Hallo und herzlich willkommen bei Luxkin TV. Heute mit mir, Ares, und wir sprechen heute über folgende Themen. Einerseits gibt es einen Krypto-Trojaner, der jetzt im Internet wütet, Fallout 4, 3 neue DLCs, die angekündigt wurden, und ein unzensiertes Sexspiel auf Steam. Beginnen wir doch erstmal mit dem Krypto-Trojaner. Es gibt jetzt seit, ich glaube, einigen Tagen oder Wochen den neuen Krypto-Trojaner Loki, der vor allem in Deutschland viele Opfer findet. Das ist ein Trojaner, der per Word-Makro in die Systeme eingeschleust wird und oft als Rechnung getan per E-Mail verschickt wird. Die Krypto-Trojaner, wie schon der Name sagt, verschlüsseln halt alle Daten und fordern dann hohe Erpressungsgelder, um die Daten wieder freizukaufen. Momentan ist eine Entschlüsselung wirklich nur per Bezahlung möglich, da die Entschlüsselungssoftware auf den Servern des Entwicklers gespeichert sind, der übrigens über das Tor-Netzwerk agiert und es momentan nicht möglich ist, mit irgendwelchen Tools die Daten selber zu entschlüsseln. Daher bleibt den betroffenen Nutzern momentan entweder nur ein Verzicht auf die Daten, bzw. halt eine Neuinstallation, oder tatsächlich das Bezahlen des Lösegeldes. Es ist mittlerweile sogar ein Fraunhofer-Institut in Bayreuth infiziert. Die haben auf ihrem Hauptserver durch halt verschiedene Arbeitsrechner, die infiziert wurden, den Krypto-Trojaner installiert, welcher sich mittlerweile ausgebreitet hat und der ganze Server ist betroffen. Nun kommen wir zu den 3 DLCs, die Bethesda angekündigt hat für Fallout 4. Das erste ist Automatron. Dieses wird ab März 2016 spielbar sein und wird $10 kosten. In dem DLC tritt man gegen den mysteriösen Pianisten an, der unter anderem die Horde von bösen Robotern ins Commons World geführt hat. Das ist zum Beispiel das bösartige Robotbrain. Man kann verschiedene Roboter jagen und in ihre Einzelteile zerlegen. Und mit diesen Einzelteilen kann man dann im Endeffekt eigene Roboter kreieren, was sich schon ziemlich cool anhört. Außerdem hat Bethesda hunderte von Bauteilen und Mods versprochen, mit denen man individuelle Roboter erstellen kann. Das nächste DLC heißt Wasteland Workshop. Das wird nur $5 kosten und ist ab April 2016 erhältlich. Damit kann man eigene Käfige bauen. In diesen Käfigen kann man dann Kreaturen einfangen und dann nach dem Fangen mit denen innerhalb eines Kampfes antreten. Außerdem gibt es in diesem DLC noch einige Baumöglichkeiten für Siedlungen. So, das dritte DLC ist Far Harbor. Das kostet $25 und erscheint im Mai 2016. Far Harbor ist eines der bis jetzt größten DLCs und unter anderem gibt es eine ganz neue Landmasse, und zwar den US-Bundesstaat Maine. Dieser ist noch viel gefährlicher als das Commonwealth und hat neue Fraktionen, Siedlungen und neue Kreaturen. Unter anderem sucht man in einer Quest auch nach einer verschwundenen Frau. Und außerdem gibt es noch eine geheime Synth-Kolonie, die eine Rolle spielt. Nun kommen wir zu unserem dritten Thema, und zwar dem Steam-Spiel mit unzensierten Sexszenen. Dabei handelt es sich um Kindred Spirits, und das ist ein Yuri-Game aus Japan, das auf Englisch ist auf Steam und komplett unzensiert ist. Dabei gibt es auch eine Sexszene und ist somit das erste Sexspiel überhaupt, das auf Steam erhältlich ist. Es ist jetzt schon seit einigen Wochen erhältlich. Kostet meines Wissens nach 26 Euro und ist ein typisches Visual Novel. Das heißt, dass man im Endeffekt ein gezeichnetes Bild hat und darunter den Text, den man dann halt durchliest, dann gibt es Gespräche und Sound. Ist im Endeffekt ein Manga zum Lesen. Nein, ein Spiel zum Lesen. Ein Manga in Spielform mit Bildern, genau, und Sound. Und auf jeden Fall ist es halt das erste Spiel überhaupt, das auf Steam wirklich Sexszenen hat, die unzensiert ist. Und bis jetzt ist es noch nicht, es ist weder zensiert noch aus dem Store genommen. Und
wir werden sehen, wie sich das entwickelt, ob Steam da jetzt noch was tut. Oder wenn nicht, ob Steam jetzt anfängt, tatsächlich auch Sexspiele zuzulassen. Ich meine, im Endeffekt, es gibt ja auch ganz viele gewaltvolle Spiele, die auch ab 18 sind. Warum sollte man also solche Spiele nicht erlauben? Daher werden wir die Entwicklung sehen. Vielleicht wird es da was, vielleicht auch nicht. Ja, das war's von uns an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar oder so. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder oder übernächste. Bis dann, viel Spaß noch. Tschüss.